Der ist 21 Jahre alt, ist seit Ende Juni im Höllental verschwunden. Da gibt es ein paar Infos. Die Polizei hat uns Infos gegeben, wo sie gesucht haben. Der letzte Kontakt mit dem Vater war um 1941 Uhr. Wo war das beim letzten Standort einfach? Genau, das war da auf dem Kieshockel. Und da haben sie diskutiert, wie er weitergehen soll. Der nächste erfolglose Anruf war vom Vater um 20:20 Uhr circa, also 40 Minuten später. Und da ist das Handy quasi entweder zerstört gewesen, nicht im Netz oder ausgeschalten. Gerade in die Berge ist es extrem schwierig, wenn die Person vermisst gemeldet wird. Es gibt Gletscherspalten, es gibt Felsspalten, versteckte Höhlen. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, wo eine vermisste Person dann sein kann. Und da gehört schon sehr viel Glück dazu, dass man dann genau am richtigen Ort sucht und den findet. Also wir gehen jetzt rauf und suchen den Teil vom Gletscher halt auch noch ab. Und es war einmal die Überlegung, dass es Richtung Alpspitze geht. Die ist zwar sehr gering, aber man weiß es halt einfach nicht, ob jetzt über den Gletscher gegangen ist oder doch woanders hin. Aber den unteren Wandfußbereich, wo man halt, wenn man runterfliegen könnte, der wäre noch ganz interessant. Also bei einer Vermisstensuche spielt der Faktor Zeit auf jeden Fall eine riesengroße Rolle. Man kann es jetzt so pauschal nicht sagen, wie lange so ein Vermisster Zeit hat oder wie lange wir Zeit haben, um so einem Vermissten noch zu helfen. Der Vermisste wird irgendein Problem haben. Ich denke, dass viele auch noch Hoffnung haben, dass man ihm vielleicht noch helfen kann. Für Vermisstensuche waren es sehr viele Hinweise, die ziemlich klar waren. Man denkt dann schon nach und denkt sich, ja gut, das Höllental ist ein relativ eingrenzbarer Bereich. Jetzt pass auf, machen wir eine kurze Besprechung. Ich melde uns jetzt halt unten beim Bayern 12 1O. Der Trupp, die 4 Leute, die was jetzt runter an den Gletscher gehen, die gehen jetzt voraus. Die erste vermutete Position, machen wir das Beste aus dem Wetter. Kein Risiko, wenn irgendwas etwa unwohl fühlt. Gut, sind wir's. Bergwacht Bayern. 12-1, Bergwacht Greiner, Einsatzmannschaft. 12-1. Ja, wir machen uns jetzt vom Gipfel weg runter. Ja, so verstanden. Na Spaß mit Steinschlag. Servus. Wo kämpfen ihr? Höllental. Sind da schon früh unterwegs? Kurz in Grenzen, was wir gesehen haben. Okay. Übung oder Ernstfall? Ernstfall. Vermisstensuche. Von heute oder was? Nein, vor letzten 1,5 Wochen. 21-Jähriger. Sturm! Hey, Stefan! Tobi, Vorsicht! Wir gehen jetzt alles runter. 1, 2, 3, der Krempel. Bergwacht Greiner Ja, Greiner hört. Wir im Bereich vom Standort vom 714 haben jetzt erhöhte Steinschlaggefahr. Beim Klettersteig, gerade auf dem Weg zur Zugspitze nach Höllental, ist extrem viel los. Die meisten Steine, die von oben aus dem Klettersteig ausgelöst werden, fallen in die Randkluft rein, an der Stelle, wo wir gesucht haben. Gut, Madel. Also ihr geht jetzt dann noch 10 Meter rauf, oder?
Also so ungefähr der Klettersteig wieder ein wenig Klick gemacht. Genau, da die Rinne halt oder, runter und wir gehen da runter irgendwo und ich suche das untere Zeug ab. Wir haben die Mannschaft aufgeteilt. Wir haben eine Gruppe gehabt, die hat unterhalb vom Klettersteig in so einem Schneefeld gesucht. Und die zweite Gruppe, da war ich dabei. Wir haben unten auf dem Gletscher gesucht. Was sagst du? Also da war jetzt schon eine interessante Stelle, weil das war jetzt genau Falllinie von dem Schneefeld oben und ein Riesenloch. Ich glaube, da geht's übelst überall rein. Aber wenn halt da was reinfällt in das Loch, da bist du ohne Chance da unten drin. Bei Reihe raufgehen geht nichts, oder? In der Spalten. Die so tief, weißt du, wie man so raufgeht? Das ist übelst tief. Schon, oder? Ja. Also da vorne. Aber da, jetzt schauen wir mal da runter, da geht es eigentlich gar nicht schlecht. Dann sieht man da schön die ganze Seite rein. Bleib ich da oder am besten? Ja. Gut. Jetzt. Passt? Ja. Nein, das ist scheiße, da komme ich nicht rüber. Ali? Ich gehe nicht weit. Da geht es nämlich ganz schön runter. Die Randkluft, also der Abstand zwischen Gletscher und Felsen, das war für uns fast unmöglich, in diese Randkluft reinzukommen, weil es einfach so eng war. Man konnte auch nicht absehen, wie tief das nach unten geht. Der war 12,1 für 7,14 Tonnen. Ja, wir sind jetzt die Randkluft am oberen Schneefeld abgegangen. Wir fahren jetzt am zweiten Stand. Zeilen uns dann über das Schneefeld drüber und suchen unterhalb von den Felsen dann nochmal. Das ist Stefan. Wie krass, Bernie. Ja, Benni. Also da, wo ich jetzt stehe, ist ja eigentlich genau die Falllinie. Da ist dieser Überstand von der... Der Randkluft quasi eingebrochen vor nicht allzu langer Zeit. Ja, verstanden. Da sind zwei so Löcher, wo man ein bisschen reinschauen kann. Und da oben, wenn ich wo ich jetzt bin, liegen wir Sporen und da so runter weiter weiter. Dann kannst du schön unten reinschauen. Ja, passt, dann machen wir so. Ich und der Martin, wir kommen zu dir runter. Dann nehmen wir mal 60er. Dann seil ich da ab. Zuerst unten rein, oder? Wie gesagt, vielleicht kannst du da so ein bisschen reinleuchten. Dann vielleicht da rein, dann ziehe ich mal ein bisschen raus. Dann gehst du um und dann runter und dann noch ein bisschen links um. Gut, von mir aus. Spring rein. Tobi, hast du. Habt ihr Stirnlampen da? Ja. Schön. Da geht's ganz schön rein, oder? Brutal. Das ist ein bisschen unheimlich. Stopp, das ist Stopp machen. Stopp!
Aber jetzt nicht mehr so viel Zeit verlieren, gell? Abwärts. Weiter, weiter, weiter. So liegt da Handy. Weiter. Uno, stopp. Oder noch mehr Meter. Bergwacht Bayern 12-1 mit Greinau 7-10. Also wir haben jetzt da in der Ralf-Spalten einen Schuh und ein Handy gefunden. Kennst du den Punkt mal markieren? Das muss der sein. Wer verliert einen Schuh mit Gamaschen? Und so alt ist der nicht. Was hat der für eine Handymarke? Markiert ein Schuh und was Oder hast du nicht runtergesehen? Weil Ja, und ein Telefon. runtergesehen, weil das ist ja unten ist roh und dann noch. Also wir haben dann das Handy da gefunden. Handy ist jetzt nicht so abwegig, dass man das vielleicht im Klettersteig verliert, wenn man mal aufs Topo schauen mag oder ein Foto machen will oder was auch immer. Was uns ein bisschen skeptisch gemacht hat, war der Schuh. Gut schaut er nicht aus. Tobi, was ist das für ein Schuh? Ist das ein Straßenschuh oder ist das wirklich ein Wechsel? Ein Turnschuh mit einer Gamasche, ein schwarzer. Wir haben das Ganze dann weitergegeben, fotografiert. Auch mit dem Handy eingegangen ein Foto. Das ist ein Halbschuh, Turnschuh, ein bisschen besser und Gamaschen dazu. Der hängt auch Schuh dort. Ja, Gamaschen hat er gar nicht gehabt. Da sind jeden Tag hunderte Leute unterwegs, die dann aufgehen. Und alles, was die verlieren, landet irgendwo unterhalb. Man konnte dann ausschließen, dass das der Person zuzuordnen ist. Dann ist es natürlich schwierig, vor allem auch für den Einsatzleiter, dass der sagt, gut, wir haben jetzt alles abgesucht. Sollen die halt da noch reinsallen? Da noch rein und dann im Mitte. Also da drüben macht keinen Sinn. Da ist nichts. Dann sind wir uns einig, dass wir da nicht reingehen, oder Wally? Auf jeden Fall. Nein, ich habe jetzt Schiss, dass ich oben einen Stein runterdengelt, weißt du? Ja. Nicht doch so viele Leute unterwegs sind. Darum sehe ich das skeptisch. Der Punkt, an dem man sagen kann, die Person ist nicht auffindbar, der ist sehr schwierig zum Festlegen. Es gibt immer Wege, die man noch nicht gegangen ist, und es gibt immer Bereiche, wo man noch nicht nachgeschaut hat. Was so eine Suche dann irgendwann unterbricht, ist die Sicherheit von den Einsatzkräften. 12-1 in Greinau 7-10. Greinau 7-10. Wir haben die Spalte da abgesucht und die ist ziemlich tief, die ist über 15, 20 Meter tief. Also wir sehen da nicht unter Kamera einen Monster. Ja, wir sind jetzt am Gletscher alle zusammen und steigen jetzt mal langsam ab. Aber die eine Spalte, wie ist die bei dir, ist die auch so weitergegangen unten? Ja, ja. Ich habe bloß noch Fäuste gesehen, aber die werden dann auch. Gletscher ist natürlich prädestiniert dafür, dass man da verschwinden kann. Für die Angehörigen ist es eine sehr schwere Situation, wenn man so überhaupt nicht weiß, was ist passiert. Also Vermisstensuche wird nicht abgebrochen. Vermisstensuche wird unterbrochen. Falls irgendwann mal wieder neue Hinweise aufkommen sollten, dann kann es natürlich jederzeit sein, dass man sagt, gut, da schauen wir noch mal nach.